Ich habe folgende Spezies identifiziert: Lietzichthys. Der größte jemals identifizierte Knochenfisch. Aha. Sieht nicht aus, als wäre er hinter uns her. Krasses Vieh, hey. Kapitel 3.1 Unterbrochene Venen. Hier ist Kiki, die KI eures Vertrauens, und ich freue mich, euch beide heute beim Tauchen unterstützen zu dürfen. Ihr habt den Auftrag bekommen, euch zum Baum der Meere in der Schlucht zu begeben. Warum das denn? Stimmt das nicht? Ja, der ist komplett schwarz, du Affe-Zippel. Im Gegenteil. Die Zentrale geht davon aus, dass sich der Zustand des Baums der Meere Ach so, durch das all ist der im von den warmen Wasser. Ach so, Meeresforschern ja, dann. gesammelte Licht deutlich verbessert hat. Es geht nur darum, dass ihr überprüft, ob diese Theorie wirklich zutrifft. Verstanden. Sie trauen wohl den Sensor nicht und wir sollen deshalb ein Auge drauf werfen. Dann tun wir es mal bei Augapfeln. Boah, geht so. Könnte halt besser sein, ne? Der Baum verströmt ziemlich viel Licht. Sieh mal einer an. Das ganze Ding glitzert. Der Baum ist auf dem Weg der Besserung, aber sowas von. Ja, er heilt. Aber er ist immer noch schwach. Wie jetzt? Ach, das bin ich. Ich kann auch retten? Ist ja Wahnsinn. Wie jetzt? Die Zentrale hat geahnt, dass dies der Fall sein könnte. Eine kürzlich durchgeführte Studie ergab, dass Licht allein möglicherweise nicht ausreicht, den Baum der Meere gesunden zu lassen. Was soll das heißen? Warum nicht? Das hängt mit dem unterirdischen Netz geologischer Venen tief im Meeresboden zusammen. Diese Venen leiten das Grundwasser von einem Ort zum anderen. Aber sie versorgen den Baum der Meere auch mit Energie. Durch die Umwälzungen in der Region sind die geologischen Venen unterbrochen, sodass der Baum an Kraft verliert. Das Ganze erinnert ein bisschen an die Wurzeln eines Baumes auf dem Land, bei dem die Wurzeln gekappt wurden. Also kriegt der Licht, kannst aber nicht festhalten. Ah ja, okay. Genau. Ja, das ist echt blöd. Ist ja nicht so, als ob wir das Problem unter Wasser mal eben lösen könnten, ja. Obwohl, erinnerst du dich an das Beben, als wir Raja Emmers gesehen haben? Ein ziemlich häufiges Phänomen. Andere Forscher haben davon berichtet, dass sich bei UL-Begegnungen der Meeresboden verschoben hat. Guck mal, der Fisch, der ist so neugierig, der dauernd um den Daniel drumherum schwimmen. Aber wo ist der Zusammenhang mit den geologischen Venen? Dieses Beben war rhythmisch. Also ich meine, das war ein Puls. Ja, genau. Da hat sich nicht der Boden verschoben, wie sonst. Da ging ein Pulsieren durch die geologischen Venen. Willst du damit sagen, dass die Anwesenheit des UL zur Aktivität in den Venen geführt hat? Naja, es ist nur eine Vermutung. Es stimmt, dass unbekannte Lebewesen oft mehr Energie ausstrahlen als andere Lebewesen. Vielleicht könnte ein UL den Fluss von Energie in nahegelegenen geologischen Venen aktivieren. Ja. Wir können mit ihnen die Rohre reparieren. Sozusagen. So unwahrscheinlich deine Theorie auch ist, es könnte sich lohnen, sie zu überprüfen. Sie könnte unsere einzige Hoffnung auf eine Gesundung des Baums der Meere sein. So, abgeschlossen. Kapitel 3.1 Unterbrochene Venen. Multicolor Putzerlitzisch. Charakteristisch für diesen zierlichen Fisch ist der schwarze Fleck am Ansatz der Brustflossen. Sein vorne gelber Körper geht fließend in Rot über, die Namensgebung ist also durchaus treffend. Man kann ihn oft beim Putzen mittelgroßer und großer Fische beobachten. Kapitel 3.2 Die uralte See. Hier ist Kiki, die KI eures Vertrauens, und ich freue mich, euch beide heute beim Tauchen unterstützen zu dürfen. Also wenn etwas gruseliger ist, ja, ne, also
Hier ist GLaDOS, die KI eures Vertrauens. Wenn sie das, ja, ist ja schön beim ersten Mal, ne? Aber wenn sie das jedes Mal sagt, dann ist das nicht sehr vertrauenserweckend irgendwie. Aber okay. Was hast du dann? Ah ja, die uralte See. Oh, guck mal da links da. Da schwimmt er schon, oder? Such mal den nicht. Willkommen in der uralten See. Diese Region ist mit prähistorischen Kreaturen bevölkert, die überall sonst auf der Welt ausgestorben sind. Nee, das ist ein Dunkleosteus, oder wie der heißt. Echt jetzt? Man kann wohl keine 2 Meter in der verborgenen See schwimmen, ohne dass man was total Unwahrscheinliches sieht. Ja, einschließlich mythischer Kreaturen der Antike. Ich drehe ab. Dunkleosteus. Ein riesiger Fleischfresser aus dem Devon. Das ist eine Band. Und das sind Anomalocaris, genau. Prädatoren aus dem Kambrium. Junge, die sehen eigentlich eher aus wie frisch von Lovecraft oder sowas. Dieser Ort ist eine Fundgrube für faszinierende Entdeckungen. Sollen wir loslegen? Boah. Machen wir. Darf ich jetzt oder geht jetzt gleich das nächste Ding los? Ah, sehr schön. Erkunde die uralte See. Ja, aber hallo. Dann machen wir mal, ne? Schwimmen wir erstmal im Kreis um das Rösche hier drumherum. Viel ist doch schon mal noch nicht. Und mal noch nicht. Auch schön. So. Na, bevor wir jetzt so neben runtergehen. Erstmal. Wo bist du rumgucken? Ja, okay. Sehr eingegrenztes Spielareal hier. Ja, ich glaube, so richtig zu entdecken gibt es hier nichts. Das Spiel will nicht, dass ich richtig was entdecke. Da ist bestimmt wieder Ende, ja. Es will wohl wirklich, dass ich einfach in die Mitte gehe, da wo es interessant ist. Ist ja gut. Da zum Beispiel hin. Na, hallo. Ja, das ist Dunkleosteus, das weiß ich doch schon. Guck mal, lass uns mal vorlesen. Dunkleosteus. Dieser Riesenfisch lebte wahrscheinlich im späten Devon. Dank seiner kräftigen Kiefer übertraf seine Beißkraft womöglich sogar die von weißen Haien oder Krokodilen. Aufgrund der stark gepanzerten vorderen Hälfte bewegte er sich wahrscheinlich nur recht langsam fort, war aber in seiner Zeit sicherlich trotzdem eines der wildesten Raubtiere an der Spitze der Nahrungspyramide. Na gut. 2 Stück, heller und dunkler. Wo sind denn die kleine... Da sind sie. Die kleine Fischis, die wollte ich auch noch an. Oh, was haben wir denn hier? Oh, guck mal, die hat eine ganz lange Nase. Aspidor Rünschuss. Rün, ist das nicht Nase, irgendwie sowas? So, wir sollen also hier weiter erkunden. Ja, da gucken wir doch mal. Was ist mit Eich? Fidele Geselle da. Ne, haben wir schon. So, da bist du weiter nun? Ja, nee. Also, ja, aber nee. Weil da überall Wände sind. Wenn da die Wände nicht wären. Okay, dann. Nee, da war ich jetzt aber schon. Ich tu mal ein bisschen außen rumschwimmen. Da, den da habe ich noch nicht gefunden. Der Cthulhu da. Yeah. Krasses Tier. Abgefahren. Wie im Traum. Ja, es ist eher so ein Albtraum. Diese Kreaturen habe ich bisher nur als Fossilien gesehen. Und jetzt sind sie hier, direkt vor mir. Ja. Diese uralten Kreaturen sind einer der Gründe, warum die Existenz der verborgenen See streng geheim gehalten werden musste. Nachricht von der Zentrale. Ihr habt die Erlaubnis, den Norden unter die Lupe zu nehmen. So, aber erst erzähl ich mal was über den. Dieser Gliederfüßer lebte im Kambrium. Sein Maul war mit großen und kleinen Zähnen besetzt, die strahlenförmig angeordnet waren, und er hatte Augen mit etwa 16.000 Linsen. Das verlieh dem Lebewesen ein ähnlich hervorragendes, dynamisches Sehvermögen wie Libellen, die 28.000 Linsen in ihren Augen haben. Früher glaubte man, dass es sich beim Anomalocaris um das stärkste und größte Raubtier des Kambriums handelte,
Aber diese Theorie wurde inzwischen widerlegt. Unten ist noch was. Komm, ich nehme den mal mit. So, du krieg ich auch noch mit. Unten habe ich aber noch was gesehen. Das ist doch schon, ja, 130 Zentimeter, ne? Ich kriege das mal vorne. So, also weit weg. Irgendwo habe ich noch so Dingensschnecke, welche so Tintenfisch mit Druller heiß ich gesehen, weil ich weiß auch nicht mehr wo. Also ich soll nach Norden auf jeden Fall. Wenn ich mal so dunkles Theos mitnehmen kann? Oder ist der zu groß? Ah, nee, der ist aber deutlich zu groß hier. Hier kann er mitkommen. Ja, komm, nehmen wir mit. Haben ja noch ein bisschen Platz, ne? So, ne, das sind wir schon drin. Ja, wir paddeln mal in den Norden. So halber, ist so Poste oder was? Ja, es ist ein Posten. Es ist ein Posten. Ist hier der Wachturm? Kann ich da hin? Ah, cool. Ist ein bisschen schade halt, dass er für die Story da so stiefmütterlich behandelt oder abgehandelt wird. Also so, ey, jetzt haben sie halt extra so gemacht, dass wenn ich in den Turm gehe, dass dann keine Fisch zu finden sind. Ich habe einen ungewöhnlich großen Schatten eines Lebewesens entdeckt. Seht euch das an. Zeig mal her. Ja, Schatte oder was? Ui. Boah, ein Riesenfisch. Ich habe folgende Spezies identifiziert: Litzichthys. Der größte jemals identifizierte Knochenfisch. Aha. Sieht nicht aus, als wäre er hinter uns her. Krasses Vieh, hey. Der Litzichthys war kein Fleischfresser. Er ernährte sich so wie heute bekannte Walhaie von Plankton, das er durch Ansaugen filtrierte. Man geht davon aus, dass er ein eher sanftes Gemüt hatte. Wenn ich den so von nahem sehe, fühle ich mich mit ihm fast verbunden. Echt schade, dass das nicht mehr Leute können. Vielleicht würden sie dann den Naturschutz etwas ernster nehmen. Die Zentrale plant, dieses Gebiet eines Tages der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, sobald sichergestellt ist, dass es den hiesigen Tierpopulationen nicht schaden würde. Gut so. Wir sollten nicht die Einzigen sein, die sowas zu Gesicht bekommen dürfen. In der Tat. In der Tat. Nachricht von der Zentrale. Wir wurden gebeten, eine spezielle Forschungsmission zu übernehmen. Wir sollen uns in Süßwassergebiete begeben. Echt jetzt? Super. Ich tauche total gerne in Süßwasser. Wir begeben uns in ein Süßwassergebiet, in dem man auch Spuren der Oannes gefunden hat. Wenn ihr bereit seid, machen wir uns auf den Weg. Okay. Abgeschlossen. Kapitel 3.2. So. Erfolg freigeschaltet. Zerborstener Meeresboden. Ach, schön. Palettendoktorfisch. Ein wunderschöner Fisch mit einem leuchtend blauen Körper und gelber Schwanzflosse, der häufig in Korallenriffen anzutreffen ist. Dank seines flachen Körpers kann er sich bei Gefahr gut in Riffspalten verstecken. Er ernährt sich von Algen, weiß aber durchaus auch den Salat zu schätzen, mit dem er als Aquarienfisch mitunter gefüttert wird. Ja, wie man sieht, das war Kapitel 3. 14 Minuten nur, das ist voll wenig, ne? Aller gut. Dann würde ich mal sagen,
Wenn ihr Story interessiert sind, bis übermorgen. Falls ihr einfach nur hochdeutsches Gebabbel von mir hören wollen oder ein bisschen mehr Endless Ocean Sea wollen und Multiplayer geplansche, dann schalte mal wieder in. Tschö. Großer Vorfahre. Eines der einzigartigen Lebewesen, die nur in der verborgenen See vorkommen. Es gibt die Theorie, dass es eng mit dem Basilosaurus verwandt ist, der im Paläogen lebte. Sollte dies der Fall sein, könnte es hinsichtlich der Evolution in der Mitte zwischen Basilosaurus und Waltieren liegen, weshalb ihm der Name großer Vorfahre verliehen wurde. Der große Vorfahre hat einen gemusterten Torso, der ebenso wie bei den meisten Basilosauridae sehr lang ist. Auf der Oberseite des Kopfes hat er ein Blasloch, mit dem er atmet, singt und Ringe aus Luftblasen bildet.